Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Show hier bei einem komplett neuen Spiel, für mich zumindest hier mit Splatoon 2. Mein so neu ist nicht mehr, das Spiel erschien ja Sommer 2017, jetzt haben wir irgendwie die Festtage, sprich Weihnachtsfeiertage und so. Demzufolge, ja, fast schon, kann man sagen, fast ein halbes Jahr spät. Jetzt mittlerweile kommen wir mal in den ersten Let's Shows und so weiter, aber ja, mittlerweile lohnt es sich aber auch, weil es so viel Neues gibt. Ich überlege gerade, warte mal, was schon gerade Herrschaft ist jetzt momentan da, war. Ja, ich will ja im Prinzip da dachte ich mir so 4 Parts machen. Alter, die Steuerung hier. Ein bisschen invertiert, das gefällt mir eigentlich nicht so wirklich. Tischmodus, TV-Modus, Tischmodus. Normalerweise zock ich halt im... So, besser. Normalerweise sage ich halt im Handheld-Modus, nicht im TV-Modus, deswegen ist das gerade ein bisschen... So, fühlt schon ein bisschen besser an. Ja, wir haben hier bei Splatoon 2 unterschiedliche Modi, wie man bereits weiß, nicht wahr? Und ja, ist durchaus interessant, was es mittlerweile alles gibt, wa? Sowohl auch wegen Arenen, neue Arenen, alte Arenen, und es gibt so viele unterschiedliche Modi, etc. etc. Was man machen kann, Ligakampf, Rangkampf, Standardkampf, Freunde, etc. etc. Ich will mich aber in diesen paar Folgen, die ich hier Splatoon 2 ein bisschen zocken möchte, nicht unbedingt auf den Standardkampf so festsetzen, weil der ist irgendwie, wie ich finde, zum Zeigen nur dann spannend, wenn es ein Splatfest gibt. Ansonsten Revierkampf, alles einfärben und so weiter, ist halt wieder mehr besser gleich. Du kannst irgendwie groß mit der Strategie variieren. Das sieht mit dem Rangkampf ein bisschen anders aus, weil vor allem gibt es ja 4 unterschiedliche Rangarten mittlerweile. Aktuell ist gerade der Herrschaft dran, deswegen sagen wir jetzt mal ein bisschen Herrscher. Wenn wir ganz kurz, Molluskelbude, Pangasius, Gepard, ach du Scheiße, die sind dran, okay. Da ist aber auch andere Waffen, weil mit dem Fernblaster, man kann ein bisschen testen und so weiter, aber nee, nicht Herrschaft. Keine Chance. Counterblaster. Nee, also generell geht es darum, bei Herrschaft einen bestimmten Bereich, ja, einzufärben mit eigenen Farbe logischerweise und aber auch zu halten. Das heißt, natürlich wären Fallen ganz gut. Generell hat er einfach irgendwie etwas, um den Gegner sowohl abzuhalten, aber auch halt einzufärben. Ich meine, Airbrush, RG mittlerweile. Ich bin generell so bei Herrschaft-Dingen eher so auf den Roller. Ja, mittlerweile ein bisschen Medulla-Klecksroller und einen normalen Klecksroller. Bisschen fixiert, da vor allem mit Splatfesten so bin ich immer ganz geil mit dem zu rollen, vor allem Gegner zu überrollen. Aber eigentlich, so Herrschaft bin ich eher auf den Airbrush fixiert. MG habe ich lange Zeit gespielt, bevor es ein RG gab. Also Einfärben, natürlich da mit den Sekundärwaffen es so weiter gibt, kann man, ZL haben wir hier. Mit Halfbomben und Curling-Bomber kann man natürlich grandios alles einfärben, vor allem gut, Feuerkraft natürlich bei dem Teil nicht so pralle, Reichweite geht irgendwie. Und die Feuerrate, die ist grandiose und ja, hier habe ich ein ähnliches, dafür habe ich auch die Sepisphäre und die ist, wie ich finde, ich nehme jetzt mal die hier zum Zocken, zumindest für die erste Runde mal, finde ich, ist die Waffe eigentlich für meinen Geschmack am besten. So, ich bin noch auf A+, okay. Im Herrschaftsmodus. Ich dachte mir so, wie gesagt, jetzt halt pro Folge, die ich mache, wenn wohl 4 Folgen sind, weil es 4 unterschiedliche Rangarten gibt mit Herrschaft, dann haben wir noch einen Goldfisch-Modus, wir haben noch das Turmkommando, mittlerweile auch das Muschelkommando, oder Muschelmodus, sage ich jetzt einfach mal. Und ich denke so pro Folge etwa 4 Runden, jede dauert 5 Minuten maximal, also sind wir so mit 20 Minuten eigentlich gut bedient. Je nachdem, wie lange es halt dauert hier, bis dann Kampf losgeht, dann noch ein bisschen schneiden und so, aber mittlerweile, oder vor allem generell im Vergleich zu Splatoon 1, habe ich das Gefühl, dass die Server jetzt hier sehr schnell sind. So, mal gucken, wie das für mich läuft. Ich bin, wie gesagt, eigentlich eher Tablet-Modus und nicht hier im TV-Modus. Könnte lustig werden. So. Jetzt mal Gehör. Jo, könnte das werden. Okay. Mal ganz kurz gucken. Uah! Saupack, so, bereits weg, gut. Wunderprächtig. Natürlich jetzt Herrschaft hier ist nicht so. Da ist einer. Achso! Uah! Ja. Da war nicht nur einer, waren. Oh, ja, eine Curling-Bombe.
Er hat eine andere Airbrush, wa? Der hat die RG, nicht die MG. Ne, Quatsch, er hat die MG, nicht die RG. So mit dem Schuh raus. Ja, komm schon da rein, keine Sorge. Scheiße, hat ihn doch gesehen. Ich habe halt so den Klamotten her, bin ich halt eher so der Ninja, wa? Also Tintenfisch-Ninja. Ich bin auch ein bisschen langsamer dafür. Alter, wir nehmen es gerade ein bisschen auseinander. Das liegt nicht nur an mir. Und natürlich noch ein Sniper. Ich vermisse da meinen Tablet-Mode, da wäre ich jetzt zumindest ein bisschen besser. Die Steuerung vielleicht doch invertiert lassen sollen, da mit der Kamera und so weiter. So, jetzt geht's ab. Scheiße, keine Nähe. Die Sphäre ist von dem her, wenn es darum geht. Alter. Der Eimer. Ja, ich liebe einen 3R-Eimer auch. Nehme ich vor allem aber eher so bei. Also unterschiedlich. Turmkommando nehme ich ihn gerne oder auch Goldfisch-Modus. Ja, aber das geht grandios in die Hose. Hä? Mann, der ist plötzlich abgeblieben. Okay, das ging jetzt aber sehr schnell. Manchmal mag ich ein bisschen zu schnell, sondern vielleicht doch kann man wieder einlassen hier. Er muss etwas ändern. Also Modus und so weiter. Also Modus, sprich die Waffe, würde ich eigentlich so. Ernsthaft, ja, der Beste im Team. Alter. Ja gut. Ich muss definitiv mehr mit Controller zocken. Vor allem davor habe ich ein Let's Show zu machen. Irgendwie denken, ja, zockt die ganze Zeit halt hier irgendwie im Tablet-Modus. Passt schon, ich mach mal ein Let's Show, war ist doch ganz geil. Was eben so eine Scheiße. Das ist eben das Problem. Moment, das war falsch. Die Waffe will ich ja so viel. Mal ganz kurz. Handelmodus habe ich ja. Bewegungssteuerung ja immer drin. Was? Gut, der Handel. Kann er den mal ein bisschen zurückstellen? Aber dass das einen großen Unterschied macht, bezweifle ich ein wenig. Okay. Dann macht das einen Unterschied, wenn dabei quatschen? Nee, come on. Ich meine, bin ich nicht erst gerade seit gestern Let's Play, ja, hallo? Da wird wohl kaum ein Grund daran sein. Abgesehen davon, ich hätte nicht sonst schon A+ bei Herrschaft. Hä? Gut, ich hatte auch schon S+0 heißt der Rang irgendwie. Ganz seltsam. Hatte bei Herrschaft auch schon, aber ja, je nachdem halt. Gibt halt so Tage, wo nicht mehr so gut drauf bist und so und dann überrennen dich die Gegner. So. Ja, hier, wobei auf der Map wäre die andere MG, die andere Airbrush-Waffe, wie ich finde, besser gewesen, für meinen Geschmack. Ja, doch, ist besser so, okay. Warum? Ja, das hat unterschiedliche Gründe, würde ich mal behaupten. So. Ich bin halt jemand gerne, der, hier kannst du halt sehr gut von unten und oben angreifen. Okay, das war jetzt sehr lame. Ja, aber im Prinzip hat die Map hier zwei Öffnungen. Und mit mir aus gesehen jetzt links und eine rechts. So. Und du hast halt da mit dieser, der Curling-Bomben, also mit einzelnen natürlich nicht so das Problem. Oder nicht gerade irgendwie etwas, wo man sagen müsste, ja, ist geil und so weiter. Bin ich echt in die Ecke rumgetroffen. Momentan spiele ich sehr, sehr mies. Und so weiter geht, wärst du mit auf dem Drecksroller. Kann aber nicht wahr sein. Toll. So ein Gegner triff ich. Eben, du hast halt hier zwei Bereiche, wo du angreifen kannst. Unten, oben und der Gegner sieht meistens nicht beide. Er sieht eine oder beschützt einen und nicht der andere auch. Und das gibt dir halt gewisse Vorteile. Dann hast du Special an, da die Curling-Bomben regen und dann geht's aber richtig ab, Leute. Also ich habe da schon ein paar Mal so ein paar Matches gedreht. So, warte mal, ich bin ja doof. Okay. Das ist halt der Vorteil, wenn die Sphäre hast und über so eine Brücke gehst. Weil wenn du zu Fuß rüber gehst, ja, geht schon, ne? Ist kein Thema. Du bist halt ein leichtes Ziel und mit der Seppi-Sphäre, da überlegt sich ein Gegner zweimal, ob dich angreift, weil er alleine ist.
Irgendwo ist einer. Ich wollte gerade sagen, da ist doch einer irgendwo. Noch die Doppel-KO. Damit kann ich noch einigermaßen leben. Ja, ich muss halt auch zugeben, dass es wohl auch ein Grund ist, dass ich den Eimer und den Roller so mag. Ich bin halt nicht so der... wie soll ich sagen? Ich nutze zwar die Bewegungssteuerung gerne für oben unten, aber ich nutze nicht so oft für Seite. Wobei jetzt hier mit dem Controller geht es vielleicht besser. Halt im Tablet-Modus, da habe ich echt Probleme. Da irgendwie schnell zu schwenken und deswegen nutze ich halt... Oft hat der Arsch... Mann! Ey. Kleckser. Jeder Zweite, der mich erledigt, hat so einen scheiß Kleckser. Wieso scheiße? Weil das ist eine Waffe, die du am Anfang bekommst. Ich weiß, im Prinzip ist eine anfangs doofe Waffe, aber sie ist eigentlich auch gut. Und andererseits auch gut. So. Gut, gewonnen. Ich habe jetzt nicht so viel gemacht, muss man zugeben. Auf der Map... gut, diese Episphäre... Es hat beides. Es hat Vor- und Nachteile. Nachteile. Vor- und Nachteile. Ja, auch beides. Der gute alte Pierce. So, das läuft schon mal besser. Das war jetzt die zweite Runde. Darauf können wir doch aufbauen, wa? Ich wollte das mal ganz kurz anpassen. Ja, Brush RG. Ich würde mal ganz gerne testen, wie ich jetzt eigentlich mit dem Klecksroller hier unterwegs wäre. Mit unserer Klecksroller. Also, was mich hier ein bisschen stört, ist die Sprungboje. Die, weiß auch nicht, die Sprungboje gibt es ja auch schon aus dem ersten Teil noch. Damals, im ersten Teil, war die Sprungboje kein Problem. Du konntest irgendwie die echt setzen und konntest dahin fliegen. Aber weil im Tablet-Modus hast du irgendwie gar kein Touchscreen mehr, deswegen kannst du dich auch nicht anwählen. Du musst quasi immer mit den Steuerungstasten, sprich, Steuerungstasten, Quatsch, mit dem, nicht Schiebepad, sondern mit den, Mann, Steuerkreuz, dankeschön. Ein Steuerkreuz musst du halt, das habe ich vorhin ja gesagt, muss man da halt ja, die eigenen Teammitglieder anwählen, wohin man springen kann. Die Sprungboje macht eigentlich nichts anderes, die ist dazu, damit du zu den Gegnern, nicht zu den Gegnern, sondern eigenen Charakteren hinspringen kannst. So. Und die Sprungboje hat ja sowas nicht, die ist nicht irgendwie selektiert darauf. Und ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie ich zu den Sprungbojen hin kann. Wenn ich die irgendwo setze und ja, wie ich selber dahin komme, wie meine Kameraden dahin kommen, kein Schimmer. Deswegen Sprungboje bin ich hier nicht mehr so Fan. Oder ich sehe den Sinn nicht ganz, muss ich ganz ehrlich zugeben. Weil der Zweck ist noch der gleiche, da ist der Witz daran. Ah, mein guter alter Roller. Unterschätzt nie einen guten Roller. Toll, wir hauen ab. So, was nur auch ganz geil ist, ich kann hier relativ problemlos... Scheiße. Ich dachte, er hätte ihn echt erwischt. Weil ich hier einen Tintenfisch-Modus habe. Was ich gerne mache, ist eine Curlingbombe vorausschicken und ich schwimme hinterher. Weil das macht der Gegner normalerweise. Er sieht mich ja nicht. Und eine Curlingbombe weicht normalerweise aus. Deswegen ist die eigentlich für solche Fälle... Hallo? Dankeschön. Ist die eigentlich perfekt, vor allem im Tintenfisch-Modus eben. Sag mal! In den Arsch. Oh, ich noch erwischt. 3 Schwappe erledigt. Ja, ja, gut. So, ich hoffe, mit der Aufnahme klappt soweit problemlos, ohne irgendwelche Kantenflimmen und so. Ich habe momentan sowieso grandiose Probleme mit Steuerung. Mit Steuerung, mit der Technik meine ich. Das ist unglaublich, ey. Auf dem PC, wenn ich auch nur aufnehmen will, schmiert es mir ständig ab, egal was ich unternehme. Manchmal klappt es wieder mal irgendwie so eine Folge lang, manchmal nicht. Total scheiße, eine Fehlerquelle rauszufinden. Was gegen das Unternehmen vor allem. Wo sind die Gegner jetzt? Da oben, okay. Oh scheiße, schon erwischt.
Ja, das zum einen, dann Konsolenspiele. Das irgendwie auch, wollte ich jetzt eigentlich vorhin, vor ein paar Stunden schon mal Splatoon testweise aufnehmen. Weil ich ja auch ein bisschen was mein Zimmer und so ein bisschen geändert habe. Also sprich, ich habe neue Möbel und deswegen ein bisschen neue Kabel und so weiter. Da hat er mir so, ja, kannst du alles optimieren, ist doch alles geil. Ja, Pustekuchen. Weil jetzt der Fernseher und P2 auseinander liegen, dachte ich mir so, ja, kann er auch. Scheiße. Ja, waren so neue Kabel, sprich Base im Prinzip, so mit verbundenen Kontakten und so weiter. Wegen größerer Reichweite. Das deswegen eigentlich besser sein sollte, aber ja, was sagt die Capture-Karte? Irgendwie die interne Capture-Karte findet sie gar nicht mehr, sogar gerade auf der externen. Und die Seite haben wir so, ja, ich finde schon, aber bringt nichts. Weil irgendwie Bildschirmradius 000 irgendwie etwas ganz seltsam. Ne, Bildschirmmodus irgendwie 0x0 Pixel, also quasi als würde er irgendwie die Auflösung nicht erkennen. Total crazy, oder? Gibt gar keinen Sinn. Scheiß Robobomben. Weil, wieso Scheiße, ich nutze ja auch häufig. Vor allem Turmkommando ist relativ geil noch. Und Goldfish scheint, also nutzt relativ... Hallo? Scheiße. Ja, den da oben zu erwischen mit dem Roller ist eine Kunst für sich. Muss man zugeben. Das zieht sich hin das Ganze, man merkt schon. Kuckuck. Den Roller kannst du den Gegner auch schön ablenken. Damit nachher die anderen ihn treffen. Im Idealfall. Ja, hat jetzt hier nicht so ganz geklappt, wie ich wollte. Aber das Coole am Roller ist ja, du siehst relativ schnell, wenn ein Gegner nicht gut zielen kann. Ja, gut, natürlich da oben ist einfacher. Wenn du auf den Gegner zurollst und er trifft dich nicht, weil er immer vorbeischießt, das hat schon irgendwie was Episches. Hier haben wir relativ starke Gegner. Scheiße, oh, ich habe keine Tinte mehr. So, 2 erwischt. Oh, scheiße. Ja, war das jetzt schon wieder? Ah, der Endsub 89. Ja, den Endsub oder die Endsub-Version spiele ich ja auch gerne. Ist auch eine der neuen Versionen, so ähnlich wie der Airbrush RG, also der Golden, den ich vorhin gezeigt habe. Und gewonnen! Na gut, die dritte Runde. 2 gewonnen, eine verloren. Passt eigentlich, wa? Über die Zeit gewonnen. Michael und der Toast und das Chamäleon. Ja, eben wenn die Technik noch war und dann auch eben da ein bisschen auf der Switch und so testen, weil ich ja mit Super Mario Odyssey so Probleme hatte, ständig dieses Kantenflimmern. Vor allem bei gewissen Gegnern und gewissen Situationen war es ganz, ganz schlimm. Und ja, es ist halt einfach ein bisschen scheiße. Vor allem, wenn du ein Problem hast und es fixen kannst, okay, dann ist kein Thema. Aber, nimm mal die Waffe. Aber wenn du so ein Problem hast und keine Ahnung hast, woran es liegt und es auch nicht beheben kannst, vor allem der erste Punkt, wenn du nicht weißt, woran es liegt, das ist eigentlich das Schlimmste, weil ja, irgendwie gibt es immer eine Lösung. Wenn es keine liegt, kannst du zumindest mal eine korrekte Aussage geben, von wegen, ja, aus dem und dem Grund geht's nicht, ist schade, aber sei es drum. Und ich hoffe jetzt eigentlich, ja, muss mal gucken, wie es mit diesem Let's Show aussieht. Und auch, wie gesagt, jetzt nehme ich über die externe Capture Card auf, was ich früher auch gemacht habe. Das Problem oder Nachteil ist, mit der habe ich eine Verzögerung drauf. Von etwa 2-3 Sekunden, deswegen muss ich hier am TV aufnehmen. Und kann es einmal direkt im PC machen. Ist jetzt nicht unbedingt ein Nachteil, wenn es irgendwie heißt, ja, geht ja nicht anders. Weil, wenn dann habe ich irgendwie einen Bug oder so drauf, keine Ahnung, dann, ja, shit happens. Kann ich trotzdem ohne Probleme hier aufnehmen. Naja, müssen wir mal schauen. Aber ja, so kommt das ein nach dem anderen. Ich meine, wäre nichts Neues, oder heißt nichts Neues, wäre nichts Besonderes und nichts Schlimmes, wenn das einzige Problem wäre. Quasi ein Problem nach dem anderen kommt. Mittlerweile kann man mir alle Probleme miteinander.
Und das regt schon ein bisschen auf. Hat ihn noch erwischt. Sag mal. Oh. Deswegen, ich bin kein guter Schütze, weil diesen Sprenger-Typen, die da mit Y nach aussagen können und so voll kacke. Deswegen versuche ich auch ein bisschen so mit den Blasen und so zu arbeiten, weil mit denen ist es natürlich ein bisschen, sag ich jetzt mal, einfacher. Also, was heißt einfacher? Du hast natürlich immens. Da ist gerade einer. Scheiße. Da geht ihn voll nicht auf. Ne, du hast natürlich da, ja, ist noch einen gewissen Vorteil, weil du musst nicht mehr so darauf achten. Und den Gegner direkt triffst, weil es einen größeren Einschlagradius haben, sag jetzt mal. So, suchen wir mal die Strategie. Eine tolle Strategie. Und trotzdem erwischt der Arsch. Eben sowas ist eigentlich hier mit der Waffe genial. Du kannst da von irgendwo, von unten, von oben, keine Ahnung von woher, kannst du kommen mit einer Curling-Bombe, weil sie können sie nicht abblocken. Sie können natürlich ausweichen, falls sie sehen, falls nicht, dann sowieso ein Problem. So, stell dich jetzt voll vor die Flinte. Nein, da kommt einer von hinten. Den habe ich nicht. Oh, der Bodykleckser. Die Waffe hat sich auch ein bisschen. Na toll, das macht sie ganz Team platt. Ah, das kannst du vergessen, ey. Also noch verlangsamen hier, ist klar. So seht ihr, also die Waffe ist für so Situationen, vor allem für so wie ich zocke, sag jetzt mal. Nein! Ist eigentlich genial, also der wäre weg. Irgendwo wurde gerade einer. Ja, das ist in Ruhe. Das ist nicht das Problem. Wo kommen alle? Da ist noch einer. Schwein gehabt. Was pfeift hier so? Also, das ist Switch. Alter, was pfeift hier so aus? Aber was ist nur Switch? Ist nur die Switch. Jo, wieder ein Sieg für uns, wa? 4-mal kann ich die Curling-Bomben einsetzen. Das ist nice. A plus und bereit ist eigentlich genial. Wie sieht es in der Zeit aus? 23, 24, ja, mit den Steinen noch hier und da, vor allem am Anfang, weil sonst muss man gar nichts. Würde mal sagen, Freunde, das war, wie ich finde, ein gelungener Einstieg hier zum Let's Show von Splatoon 2. Ich habe sogar wieder meine Herrschaft A plus auf sicher. Da ist immer so die Markierung da, wenn du da bist und weißt, okay, falls du auch zu oft verlieren solltest, kannst du gar nicht absteigen. Das ist natürlich genial. Jetzt ist die Frage für uns, was kommt das nächste Mal dran? Drücke die falsche Taste, sorry. Ist nichts Neues von mir, wa? Das ist ja fast schon ein bisschen alltäglich. Das nächste, demnächst, nicht Revierkampf, sondern Rangkampf gerne. Nächste wäre Operation Goldfisch. Vielleicht kann ich da noch aufnehmen oder auch nicht, werden es dann sehen. Auf alle Fälle, ja, das war's mit Herrschaft. Nächster Part etwas anderes. Liga kann man noch nicht zeigen, Salomon-Rennen auch nie und noch nie gemacht. Genauso wenig wie den Story-Modus. Deswegen habe ich auch noch keine Heldenwaffe so etwas, weil, ja, ich habe weder bei Splatoon 1 Story-Modus gemacht, noch hier bei Splatoon 2 bisher. Ich weiß auch nicht, das für mich hat es noch nicht so richtig ergeben, sag's mal so, ja. Nun gut, wenn ihr was seid, vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Bis zum nächsten Mal beim neuen Modus und, also neuen Rang-Modus, ja. Und anderen Rang-Modus hier zum Let's Show von Splatoon 2. Ciao zusammen.